30. Sonntag am Joreskreis begräßen ich aus der Kirche wo knapp hoschend, mewer drauf Hunheit Sondes Mass. Et singt Choral Saint-Cécile Knapposcheit Seltscheid, Dirigent as den Luc Kaipes, Organist den Philipp Kaipes. Hier spielt als Entrée Fugue sur la trompette vom Couperin. Donner sangemer Le Caillou Blanc vom Audrin, Kyrie vom Rodenburg, Ehre sei Gott vom Schubert, Alléluia vom Claude Windeshausen, Nous le croyons, au Salutaris Hostia, Tu nous as donné le pain vom Theo Mertens, und als Schlusslied Die Gott lieben vom Strauch. Durchel spielt als Sorti festliches Stück vom George Blake. Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heiligen Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid heit zu Knapposchend an der Kirch, a leif alle Gull, die da iwwer Medien ma deis verbunden sit. Van Haut an der Öffentlichkeit, an de Medien, iwwer den Tod riets geht, da wei iwwer deng uniwwerwindlich Mauer, op die all Mensch zo leeft, die unausweichlich op en durchkönnt,
wo dann bestefalls probieren kann, nicht so viel Härte wieder zu knuppen. Dat durch gut Bekleidung durch gut Medikamenter, Palliativpflege oder auch nach Euthanasie an assistiertes Suizid. Wa glewig Menschen sich mam Tod befassen, dann ass die Mauer net erlächten definitive Stopp, wie sie as durchlässig, sie huet den Durchbruch, sie huet eng Issue, hanner der Mauer gehtet weiter. Religiös Mënsche gesinn iwwer liewen Senn, egal wie et ausgeseit, wie et präpariert oder inszeniert gëtt, heraus. Mir meinen dat am Vertrauen op den Referenzpersonage, der für Christen zentral ist, Jesus Christus. Hier nur durch sing Oberstehung den Durchbruch durch Mauer vom Tod geschlohen. Dat feiern wir an diesen Degen im Allerhelgen an aller Seelen. Wir thematisieren es eigentlich an alle Gottesdienste, für uns selber drauf anzustellen, auf für und die zu denken, die den Durchbruch schon hannert sich hun. An so leben an hoffen wir, die seit der Mauer an einem neuen Leben kommen. Das neue Leben zeichnet sich aus durch glücklich sein ohne Ende beim Herrgott. Das gemengt am Glaubenssatz durch Doberstehung an ewig Leben abgeholt gehen. Dafür ist auch bei uns den Tod kein Tabuthema, und es war noch nie end. Denken wir haut an den kommenden Tagen also, wenn wir auf die Kirche gehen, an als Gräber gesehen gehen und als verstorben. Aber beten wir für sie, dass sie nur diesem Durchbruch den total neuen, frohen Lebensabschnitt schaffen oder besser gesagt geschenkt kriegen, vor Gott hier, für den nicht unmöglich ist. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hun, eis all eis Schuld nolossen, a sein ewig Liewe schenken. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, mehre in uns den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Gib uns die Gnade zu lieben, was du gebietest,
damit wir erlangen, was du verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. So spricht der Herr: Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen. Ihr sollt keine Witwe oder Waise ausnützen. Wenn du sie ausnützt und sie zu mir schreit, werde ich auf ihren Klageschrei hören. Mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, so dass eure Frauen zu Witwen und eure Söhne zu Waisen werden. Leihst du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Wucherer benehmen. Ihr sollt von ihm keinen Wucherzins fordern. Nimmst du von einem Mitbürger den Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn bis Sonnenuntergang zurückgeben. Denn es ist seine einzige Decke, der Mantel, mit dem er seinen bloßen Leib bedeckt. Worin sollt ihr sonst schlafen? Wenn er zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen.
Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich oder vielleicht den Satz hören, dat do kann ich da gut vergonnen. Aber wenn ich dir selber den Satz überzeugt, dann authentisch zu einem anderen gesot. Aber wenn der den Satz hören oder gesot tut, so sind ich überzeugt, war dat verbunden mit einem guten Gefühl, dat hat und dat ich erinnert. Weil gewohnt zu gehen, da dem von Herzen etwas gönnt, det genauso gut wie umgedreht et anderen ehrlich auf von ganzem Herz zu soen oder sie spüren zu lassen. Ich bin noch der Meinung, dass es so Momente an unserem Leben gar nicht so Seele sind. Und du weinst leben ich auch nicht, dass wir für allem eng egoistisch Gesellschaft hätten, so wie manche behaupten. Dass wir eine Gesellschaft wären, wo kein dem anderen etwas gönnt. Jeder nimmer nur sich guckt, an ob den eigenen Vierdeel bedurcht ist. Weil immer erleben wir doch auch Hilfsbereitschaft an Solidarität. Zum Beispiel einer Menschen durch Flucht, Krieg oder Naturkatastrophe, was er Not sind, dass sie da geholfen kriegen. Nein, man sieht keine egoistische Gesellschaft, auch wenn es sicher Egoismus gibt an einer Gesellschaft. Und damit sind wir bei der alttestamentlichen Lesung vom heutigen Sonntag. Weil do begegnen wir einem Gott, den den Menschen von ganzem Herzen etwas gönnt. Ganz konkret geht es um 3 Gruppen von Leid, die ja biblischer Zeit, gerade wie haut, nicht auf der Sonnenseite vom Leben sind. Friemer, die ihr Heimisch verlassen müssen, Witwen erweisen, und überhaupt einmal, die alldach gucken müssen, wie sie über die Runden kommen. Hinnen zugunsten erlässt den Herrgott Bestimmungen. Am Schluss von der Lesung haben wir hören, wir warten das nicht, denn ich habe Mitleid. Das hebräische Wort, das hier steht, kann ihn auch nach Ernst übersetzen. Weil ich sin den anderen etwas vergönnt. Das Übersetzung gefällt mir viel besser. Den Herrgott da sehen, den anderen etwas vergönnt. Hier ist ein Gott, den sich uneist adressiert, seht, ich gönne da von Herzen, dass du gut, lebenswert Leben feierst. Und dabei spielt es keine Rolle, ob ihn arm oder reich ist, auf welchen Familienverhältnissen die Person lebt, oder ob sie friem ist oder nicht. Gott gönnt alle Menschen ohne Unterschied, und unabhängig von ihren Originen, ihrer sozialer Lage, ihrem Geschlecht, ihrer sexueller Orientierung oder ihrer religiöser Überzeugung gut, lebenswert Leben. Auf ihr das so Leben zustande könnt, als sie all an den Genuss davon kommen, brauchen am Zusammenleben Regeln, die besonders die Schweren an der Gesellschaft schützen, an hinnen gut Lebenschancen ermöglichen. Hanna diese konkreten Meinungen liefern, steht die feste Überzeugung, dass Gott immer an auf alle Fall auf der Seite von denen Klängen an den Erdrückten steht. Israel hat selber davon profitiert, wie es an Ägypten erdrückt war, und nun vor Gott an die Freiheit gefordert ging ist.
All Israelit kann aber auch op die einer Seite von der Geschichte geroden, als seinerseits ein inner Drecker ginn, ma dat derf net sinn. Anderen, für un allem denen Benodeligten, gut Lebenschancen arraumen, als ein heigen Urspruch. Aber, so gëtt die Schrift zu verstohlen, dass den Urspruch, den Gott stellt. An diesen Urspruch, diesen Defi, enthält eng Dürbel-Invitation und Eisadress. Für d'erste Mal d'Invitation am Umgang mit anderen, dieselbe Haltung wie Gott anzuholen, am immerem anzuüben. Ich vergonnen da von ganzem Herz, dass der Liebe gut das a gut gött. Dass se gönnen, dat net gönnerhaft von Uwen Ruf könnt, mir op Ahnhecht geschieht. An die andere Invitation ass, sich zu engagieren, für das grad die Matmenschen, die an enger prekärer Situation sind, eng gut Lebensperspektiv fannen können. Bei Evangelium. Thema as leeft. Mei gene, Gottes leeft an, nächste leeft. In das Chlor. Eis leeft, als jedenfalls immer eng Antwort ob leeft vor Gott, den Eis wird allereicht ger huet. Den spirituellen Auteur Henry Nouwen huet de Buch verfasst, Du bist der geliebte Mensch. Das, liebe Bruder, liebe Schwester, eng direkt uchiet dich, dir zugesprach, mat aller Zärtlichkeit, a Kraft, die leeft nimmen hu kann. Given des Wiederdach an dingem Herzen Echo fannen, du bist der geliebte Mensch. De Nouwen kommentiert dat, aber schau du und ich, wir sind Geliebte. Wir sind zutiefst Geliebte, schon lange ehe unsere Eltern, Lehrer, Ehepartner, Kinder und Freunde uns geliebt haben. Das Vorrecht, die als vom Himmelruf geoffenbart as, gildet ob de Bodem vom gewöhnlichen Ruf zu holen. Von all Ewigkeit hier, lang erst geboren, an einen Deel von der Geschichte goufs, hast du schon am Herz, wo Gott existiert. Dahin von der Leeft hatten dich schon lang für drun als kostbar erkannt, als unendlich schön, als ewig wertvoll. Du bist kostbar, liebenswert, vertrauenswürdig. Du bist, wo Gott auserwählt, auch von den Umgebung dich ganz gut nicht als Auserwählten behandelt. Aus dieser Wohlricht giltet zu leben. Dafür sollte man auch anderen das Geheimnis erschließen, dass sie vor Gott auserwählt sind, weil am Haus vor Gott gibt viel Wunnichten. Du hast für jeden Platz. Dafür geht es doch darum, dass wir eis die Kado gegenseitig machen, nämlich den einer gern zu hun. Leeft überdreht sich, sie geht vierun. Leeft will als Teil von der Seele, Ziel von der anderen Person berühren. Schon der wohlwollende Blick von dem anderen, von dem ich leif guckt, transformiert mich. Engem Du begegnen lässt mich erkennen, was das tiefste Geheimnis von mir selber ist. Lieben und sich lieben lassen. Stell dir vor, all kleine Gest von leeft, als wie kleine Stehen, den an Wasser geheit geht, den immer nei a weiter Gräser zieht. Das unauslotbare Geheimnis Gottes besteht darin, dass Gott ein Liebhaber ist, der geliebt werden möchte. So weiter den Henry Nouwen. Gott seht nicht nimmen, du bist mei jung, ming durch, da ich und dich gär. Gott fried zugleich, hast du mich gär. An hier bietet es unendlich viel Gelegenheiten, ja zu soen. Zum Beispiel, wenn man Glück von den anderen sichern. Da geht das Leben über sich selber heraus. Was ihn an den Alltag geschickt, für kurz Zeit an des Welt, wir durch Frieder Leder durch, dat grundsätzlich ja von der Leeft zu soen. Wir haben eine interessante Mission, weil du ein Ass, dem ich herausgeschickt wird, der bei sich daheim ob mich weit, wann ich bei ihm zurückkommen, a gespannt das, werd ich alles gelehrt tun, a werd ich ihm alles zu verzielen hun. Liebe und tu, was du willst. Ama et fac quod vis.
des Maxim vom Helien Augustinus as e Kinnigs weh. Liebe und tu, was du willst. Liebe Brüder und Schwestern, wir aufzuschließen des Geschicht als Negativfolie gewissermaßen zu dem, was wir lo meditiert tun. An einem Schauspiel von Peter Handke mit dem Titel Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten, geht auf der Bühne kein einziges Wort geschwärzt, kein Wort. An einer Mordplatz 10 treten 30 Schauspieler op, an über 300 verschiedene Rollen, agieren no festgeleuchteten Verhaltensmustern, ma alle sind sie sprachlos. Zugleich aber voll Sehnsucht no echter Begegnung. Stegers wie ein Spiegel, an dem wir erkennen, wie eidel und trostlos eist Madenaner Kasin. Das ist ein Aufbild von unserer Gesellschaft, wo wir dax blank, a beziehungslos nebeneinander hier leben, a kaum ein sich für den anderen obmischt oder interessiert. Dem entgegensteht, die gegenseitige Interesselosigkeit abbrechen, am miteinander selbichte Weh sind, weil de Weh verbindet. Zusammen in der Weh sind, da das Geburtsstunde von der lebt. Amen. C'est par lui que tu nous sauves. Nous le croyons, nous le croyons, nous le croyons, nous le croyons. Nous croyons que l'amitié, le pardon, la justice et la paix vécues par Jésus-Christ sont les seules forces pour transformer le monde et le rendre plus beau. Nous le croyons, nous le croyons, nous le croyons, nous le croyons. Nous croyons que ton esprit est à l'œuvre dans le monde pour faire de tous les hommes une grande et même famille. Nous le croyons, nous le croyons, nous le croyons. Nous le croyons. Nous croyons que c'est ensemble, en Église, que nous trouverons force et soutien pour vivre avec Jésus-Christ. Los mal lo voll Vertrauen beten. Für das Kirchstaat liegt als was Menschen brauchen auf ihrem Lebensweg. Herrgott, hör uns.
für das Missionären bei alle Völker zeche sie von Hoffnung. Herrgott, heia eis. Für das Christen lebt vom Herrgott an ihr Matmensche weitergehen. Herrgott, heia eis. Für das Eispoor, die Gute Nouvelle verbreitet durch Brüderlichkeit vis-à-vis von allen Menschen. Herrgott, heia eis. Für das eis Verstorben, die ewig Fried bei dir geschenkt kriegen, Herrgott, heia eis. Gute Papa am Himmel, hol eist Gebiet an all Gebiet, wat überall durch dat Welt und dich geriecht gött, durch Christus eisen Herr. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf die Gaben, die wir darbringen, und lass uns dieses Opfer so feiern, dass es dir zur Ehre gereicht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen, in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Seigneur,
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir feiern des Mass für die Familie Antoni Schon Schmidt, für Eheleit Maria a Josie Claude Kimmes a Francis Serres, Mass für die Familie Schmitz Majerus a Lippertz Rohen, Mass für die Verstorben von der Familie Trausch, für Irene a Jemp Turmes Elsen, Mass für Vicky an Albert Turmes Serres, Mass auch für Gretchen a Misch Heinen Becker, Amas für Irene Agengi Kaipes Jacques. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und lobiert wir zusammen, für den anderen, aber besonders auch für uns Verstorben, so wie Jesus Christus selber eiset gelehrt hat. Eise, Pap am Himmel, dein Name sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, so auf der Erd. Geweis haut als täglich Brot, a verzeihe sei Schuld, wenn wir auch den verzeihen, der an eiser Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, frei vom Besen, weil dein das Reich an Urcht an Herrlichkeit für immer an ewig. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und unser Versagen, sondern schau auf den Glauben und den guten Willen deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus hat uns geliebt und sich für uns hingegeben, als Gabe und Opfer, das Gott wohlgefällt. Lasset uns noch beten. Herr, unser Gott, gib, dass deine Sakramente in uns das Heil wirken, das sie enthalten, damit wir einst als unverhüllte Wirklichkeit empfangen, was wir jetzt in heiligen Zeichen begehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Knapphauschend. Nach das lief Leid, wie der wisst, muss die Kirche selber die Verdrohung von der Sondesmass finanzieren und also bei Matthilf angewiesen. Ein großes Merci all denen, die sich schon generös gewiesen haben. Wenn die den Don machen, könnt ihr das auf die Fondation Saint-Irmin machen und von den Steuern aufsetzen. Details dazu an der Presse an kathol.lu. Ein herzliches Merci für all Gest. Den nächsten Sonntag überdrohen wir Mass aus dem Kloster Pepping. Anlo schalten wir zurück an den Studio.